An diesem Video weisen wir euch, wer Avocadoen das ihr soll kaufen und wen sie schneidet. Boris braucht Avocado. Wen hast du hier? Für dich die Eat Me drauf steht. Voilà, merci. Noch ein Bio. Merci. Okay. So Boris, du weißt nicht mal, ob was muss aufpassen, wenn du einen Avocado kaufst. Die heute noch steht Eat Me drauf, das heißt, die ist relativ zeitig. Du musst ihn allerdings auch drauf aufpassen, wenn in den Kaffee geht, sie aus Müll. Okay. Ja, ist relativ Müll, ja. Das Beste ist, wenn die kleine Stopp halt drauf ist. Wenn in die Ruf hält, sie ist noch Kringbannen dran, dann ist es gut, da kannst du Kaffee, wenn sie Brunnenband dran ist, gebe ich sie lassen. Okay. Bio-Avocado, die ist, bleibt relativ hart noch, die kann ich noch politisch halten. Oh, die ist hart, ja? Die ist hart, ja. Okay. Die ist für politisch zu halten, für dann zu benutzen. Wenn ihr aber wirklich einen braucht, für direkt, dann die dort, wo Eat Me drauf steht. Mhm. Bei der ersten Bio-Boutique, du hast zwar nicht unbedingt viel Sinn, die direkt sie sind, die ist relativ hart, aber wir schneiden sie einfach mal ab, für zu gucken, wie es ausgesehen. Willst du das machen? Okay. Du musst rundherum hier abschneiden, den ganzen Tour machen und dann brichst du sie so also nehmen. Warte, mir die richtig, dass die stehen her ist. Und dann? Ich kann drum drehen. Und voilà. Oh, wir gehen aus hier am Funk. Das ist noch bei. Boah. Oh, die ist ja noch ganz hart. Ja, die schmecken doch nicht, das merkt ihr noch von den. Die Brunge Kerl, die Haut vom Kerl, die läuft nach so einer Pasche. Wenn das verglacht, da komme ich schneiden meine Kadianer und dann gucken wir das mal. Mhm. Ich mache aber noch Schild hier rauf. Soll ich halt Dateien aufschneiden und soll ich das drüber lassen? Los da drüben. Okay. Das geht schon viel besser. Ja. Top. Ich drehe nicht drüben und dann geht das genau. Schon viel mehr einfach ab. Und dann hast du richtig mich so forcieren. Zu den Anfang zwei Möglichkeiten, den Kerl rauszuholen. Entweder wenn ihr eine Klangmasse holt, geht ihr hin und brüscht ihn so raus. Wenn ihr mir eine große Masse holt, so andrehen. Voilà. Hol den dort raus. Und dann Pubelle damit. Wusste das statistisch gesehen, der Avocado die froh, dass wo am meisten Accidente geschehen wird. Leute immer mit dem Messer halt drinnen pulen und da rutschen sie aus und dann schneiden sie sich. Also am besten immer die Alternative mit dem Messer dran, einfach hin und her fahren und dann rausholen und fertig. Weil doch geht, wenn du Korkenzieher hältst, schraubst du dran und dann brauchst du einfach nur so klack rausziehen. Normalerweise, wenn sie dann, wenn nicht Müll-Avocado sind, könnte schon bald von selber gefallen. Richtig, ja. Wie gibst du dir da schneiden für die Sushi? Ma ich gebe zwei Manieren, wo du kannst schneiden. Entweder gehen wir hin und wir holen die Schule hier rauf. Ja, das ist wirklich der Schule Museum, das Insel hier rauf zu pielen. Das geht natürlich just wirklich mit denen, wo richtig Zeit ist. Sonst kriegst du die Schulen nie mehr drauf. Weil ich mir immer gemerkt habe, dass der Avocado gar nicht so sehr braun geht, wie die Leute das immer mengen. Es ist mengen immer, dass du Zitronenjus drüber machen, wie dass der Avocado nicht schwarz geht oder braun geht. Und ich bis so noch nicht gesehen. Also das wirklich, dass ich 4 Stunden lang so dabei leiden lassen und da hat es mal angefangen, Licht und Farbe zu kriegen. Also dafür ich gebe mir nicht so, dass du da noch Zitronenjus drüber machen. Die zweite Manier für das zu schneiden, gebe ich mit der Schule schneiden. Du gehst einfach die Schultern so umdrehen und dann einfach das Messer heiß oder lernst, dass ich einfach mal so ein 5 mm Tranchen schneiden. Du musst immer gut auf Fangern aufpassen, ne? Und dann auch das Stecker so einzeln hochfüllen. Und wenn ich sehen, du lernst. Ja. Was der Fehler am Anfang los, wenn du die Schule drin lässt, das hält besser. Und du alles immer so hochholen und das dann bei Nägels lehnen, wenn ich die zweite schneide, dann du gesehen, dann bleibt das direkt unter die Paschen. Und wenn du dann über den Näh lässt und du dauert, du ein bisschen warten bisschen, dann hast du darum Steck, kannst du anfangen mit schneiden. Das ist am besten, so zu schneiden, die Schule loslassen und man hält das tiptop. So, wenn du den Schule raufgeholt hast, und du wirst halt auch schneiden. Wir gehen zwei Seiten, wo du kannst schneiden. Entweder du fängst 4 an, ja, du hast immer so kleine Tranchen. Kannst du mehr machen. Ich schneide den Avocado um an dem dort
Und ja, dort allerweise von Jolo zum Beispiel am Sushi 8 oder so am dritte Kur so die Caterpillar machen oder dann den Draht, die man mal wo Ofen der Avocado besser drum können oder so an den dort Format, wo ich das schneiden. Oder du kannst natürlich auch die andere Seite gehen, längs, da kriegst du Längsstecker, so wie es da auch ist. Und das ist egal, wie es schneidest. Mir immer gut auffangen und passen, so du lernst vorhin und dann ist gut. Und Avocado sind extrem gesund. Sie haben zwar 25% Fett, aber da sind Omega-3-Fette drin. Ah, ja. Ganz gut für die Kippers. Weil die Leute sagen immer, nee, der Avocado darf ich nicht essen, weil das mich dick. Das ist nicht wahr. Ah, ja. Das ist gut nicht wahr. Das ist Superfood, ne? Das ist Superfood, ja. Also ich könnte an denen schwammen. An denen okay. Und eat me, weil du kannst. Okay. Okay, gut. Wenn das Avocado will direkt benutzen, gebe ich erst die Roden, wo Eat Me drauf steht. Muss ich ein bisschen rundherum auftasten, ob sie nicht irgendwie gefallen ist, weil da gibt es in dem Genre im Regal lassen. Sie ist zwar ein bisschen mehr teuer wie die anderen, aber können sie wie gesagt direkt benutzen und sie lässt sich immens gut schneiden. Wir sind ja vielmals merci für die Null-Ausströmen. Und noch für das Gucken. Heute fand ihr noch Leute ein Video von uns. Und nicht vergessen, unseren Kanal zu abonnieren und die Knöpfchen, die sind just hier drin. Merci, bis geschwind. Bis geschwind. Ciao. Yay!